Nicht jeder kann einfach so rüberschwimmen. Die Fähre ist gerade weg. Das Warten im Hafen, das ist für Tini und Christian Scheck ein vertrautes Gefühl. Seit vielen Jahren zieht es sie auf Inseln. Dieses Phänomen, dass du eben dich vorher sammeln musst, weil du auf die Fähre wartest und dann quasi dann gemeinsam auf die Fähre gehst und eigentlich in Ruhe ein bisschen runtergekommen eigentlich ankommst auf der Insel. Ja, und das macht irgendwie so den Reiz aus. Und die Begegnungen einfach, die du hast. Durch das, dass es beschwerlich ist, glaube ich, kommen nur Menschen dahin, die es wirklich wollen. Alle haben dasselbe Ziel. Du kannst nicht erzwingen, die Fähre kommt, wenn sie kommt. Die Liebesgeschichte von Tini und Christian ist auch eine Geschichte über ihre Liebe zu Inseln. Sie kennen sich seit der Schulzeit und haben viele Inseln gemeinsam bereist. Vor 13 Jahren haben sie auf der Roseninsel geheiratet. Ich habe immer gemeint, ich habe hier schon alles erlebt, was man so am See erleben kann. Auf einmal habe ich bloß noch Gangster fahren dürfen. Aber jetzt bin ich froh, dass ich euch wenigstens mit der Maskerade mit rübernehmen darf. Die Roseninsel war ja auch einer der Lieblingsorte von König Ludwig II. Er war gern allein, er hat die Einsamkeit geliebt, deswegen war die Insel ein idealer Rückzugsort für ihn. Abgeschieden von der Welt durch das Wasser. Nicht nur für den Märchenkönig faszinierend. Jedes Jahr geben sich hier auf der Roseninsel rund 70 Brautpaare das Ja-Wort. Warum sind Inseln für die beiden so ein Sehnsuchtsort? Man fühlt sich sicher, finde ich, so ein bisschen. Im Sinne von, es kommt nicht so schnell zu einem. Von der Wie so eine Burg Welt. mit einem Wassergraben. Brücke hoch, drauf. Ein bisschen ist es so. Erstmal können die bösen Buben nicht kommen. Oder sie kommen erst gar nicht, weil sie können nicht so schnell wieder weg. Ihre 2 Jungs haben sie heute daheim gelassen. Zum ersten Mal sind sie wieder auf der Roseninsel, seit ihrer Hochzeit damals. Das passt natürlich irgendwie total zu uns. Und man hat das Ganze, vor dem wir so Angst haben, dieses Spießige am Heiraten irgendwie ein bisschen aufgelockert. Aber wir waren echt seitdem nicht mehr auf der Insel. 4. August war es, glaube ich. Seit fast 20 Jahren traut Standesbeamtin Miriam Witzern Paare auf der Roseninsel im Starnberger See. Auch Tini und Christian. Total, da kommen sofort wieder sämtliche Emotionen zurück, wenn ich allein in deine Augen schaue. Aber wie viele heiraten jetzt hier gerade? 2 am Tag. Bei uns waren es damals irgendwie 12 am Tag oder so. Ja, nee, am Wochenende 12 und ja, jetzt haben wir halt viele Absagen durch Corona. Ja, gut. Der Inselhintergrund, den wir ja hier sagen wir mal, erleben haben dürfen, den haben wir weiter verfolgt. Ach, schön. Und haben hier uns einen Wunsch, einen großen Herzenswunsch erfüllt. Und ja, nach vielen Urlaubsreisen durch Inselwelten sind wir dann in Griechenland hängen geblieben. Dort haben die beiden ihre Trauminsel gefunden, die Kykladeninsel Paros. 3 Mal hintereinander macht die Familie hier Urlaub. Für die Weltenbummler ungewöhnlich. Das muss was bedeuten. Sie machen sich auf die Suche nach einem kleinen Häuschen auf Paros. Schwierig. Doch vor 2 Jahren führt das Schicksal sie zur richtigen Tür. Und dann haben wir da einfach geklopft und geklingelt und die saßen schon auf gepackten Koffern, die am nächsten Tag abreisen wollten, hatten schon 20 Angebote auf dem Tisch, wo jemand auch Bargeld gleich hinlegen wollte. Dann haben sie uns tatsächlich ausgewählt, obwohl wir kein Bargeld auf den Tisch gelegt haben. Ja. Und nicht griechisch sind. Ja, genau. Auch wenn wir es lernen werden. Und obwohl sich die Kinder davor auf den Boden geschmissen haben, sich fast die Haare ausgerissen hätten und wir gedacht haben, macht einen super Eindruck, weil die sind nämlich jetzt auch unsere Nachbarn. Seitdem verbringen die Marketingberaterin und der Architekt gerne ihre Zeit mit den Kindern auf Paros. Einige der Inselbewohner haben sie schon besser kennengelernt. Ich würde sagen, der typische Inselbewohner hat eine Eigenschaft, die wir nicht haben und gerne hätten. Nämlich einfach sein. Im Gegensatz zu den Inselbewohnern heißt es für Tini und Christian immer wieder Abschied nehmen. Das ist vom Gefühl her wie bei Paris, wenn man mit der Fähre ablegt, kurz davor eine Träne zu verdrücken. Nur hier ist es sehr viel ruhiger. Auf Paros flötet dann immer einer und man soll immer irgendwie links oder rechts. Laute und Pfeife, sehr bewegender Moment, ich heule immer, wenn ich komme und wenn ich gehe. Und der Christian auch ein bisschen. Der heult sonst nicht, aber der heult. Vorsicht.